Salut. Und herzlich willkommen bei Lux Play. So, was lief mir das im Hintergrund? Der wird von heute singen und schon fassen. Ja, dann Remaster? Ah, Roll the Intro. Nerf this! Das ist unfair. Wieso kriegt ein Spiel ein Remake und ich muss mich noch immer mit Mengen Pixeln damit es rundherum schlagen? Haha, tja, weil Fans mein Spiel wohl lieber hatte wie deint. Ah ja? Ah ja? Das war bei dir schon so extras. Tja, da zieht er nur eben in den Lux Play Nerds. Hahaha. Wann du den echten Arbeitstag aufhängst, an et Begehender, Zombien, Monster, asos noch infälsch komisch gestalten, da kann dat just so Sachen heeschen. Entweder, Gratulation, du hast den echten Tag als Staatsbeamte nu getruden, oder du stöchst Leon Scott Kennedy Sänger Haut. An de huet ganz einer Probleme, wie sech Mëtschen aus dem Oberweis zu bekümmern. That's weird. Capcom huet als heuer Remake vun der Extraklasse spendéiert. Net nëmme gouf Grafik und Joer 2019 ugepasst, méi ha gouf dat Komplettspiel neu gemäht. Fertig sind die Zeite, wo ihre schlimmste Feind die Fixkameraperspektiv war. Ha geht Modernität mat Oldschool Hand an Hand. Storytechnisch ass vieles beim Alle bliwen. Di spielt dich entweder mam Leon oder mam Claire Redfield durch den Horror vu Raccoon City durch. Dabei ginnet nes 2 Szenario pro Charakter, wo ihr schon andere Point of View von der Story gehen, an et werden noch zusätzlich Spielmodi drop für freigeschaltet zu gehen. Die muss ich auch nicht ganz gut evaluieren, wie der Welt 4 gehen, weil Inventar ist limitiert und die muss ganz viel freier an der Inventarkiste rundherum wollen, für Items zu managen. Heilmittel könnt ihr auch mal nicht kombinieren, und sie können euch sogar kurzzeitig Buffs geben. Die Rätseln haben nicht von ihrem allen Charme verloren, und so muss er zum Beispiel nächst Objekte sammeln und kombinieren oder durch Dokumente divers Passwörter herausfinden. Dabei ist der Leveldesign wie früher ganz clever zusammengestellt. Oh yeah, da ist der Resident Evil, wie wir kennen, noch gern haben. Apropos gern haben. Bei den Zombien wird sich Capcom ganz dick Löw verdient. Sie sind auf Käfer Kanonenfutter, mese Halle gehirlos. Verschieden, weil gehirlos, ne? Zombien, na egal. Viel aus, können sogar nicht abstören, wenn der meint, die hat in den Rest gehen. Et gesäit doch einfach nëmmen herlech Degelasse aus, wann den hin den Stecker vum Kierper kann wächspalleren, a fir allem Soundeffekter sinn dobei richtig wuchtech ginn. En Headshot mat der Shotgun ass einfach eng vun de befriedigendsten Aktivitäten, dit Spiel ze bide huet. Gore-Fans kommen also he so richtig schein op hier Kächten. Mee de Resident Evil 2 wie net vollständig oni eis slickeren, an déisen e richtig Müll drop. Ha se am besten et toll den Been an de Grab, weil et gilt dat nämlich am Original all korreliert. Wenn mir auch immens gefallen wird, als die sau intense Atmosphäre. Die Spieler sind auf weite Strecken ziemlich düster gehalten und die wissen nie, wer dem den nächsten Eck lauert. Zumal wenn da von 2 bis 3 Zombie verfolgt geht, die Munitionsspuren wild, an den Raum nur Objekte wild durchsichern, dann hat er einfach einen puren Terror-Feeling. Apropos Terror. Isch as het net stressig genug, Items zu managen a fir un Zombie fortzulaufen? Ha! Kein Problem! Der Mr. X hilft ihr doch ganz gern aus. Der verhält sich nämlich so, ja, ungefähr wie d'Schweiermann. Die gesitten oft net kommen, an ihr könnt immer grad dann, wann ihr ihn absolut net gebrauchen könnt. Ah ja, und so unzerstörbar als noch nach. Hier ist aber auch mein Hauptkritikpunkt. Weil dadurch, dass ein ziemlich oft abtaucht, verliert eine bisschen von seiner Wirkung und späterhin nervt er mehr, wie das in einem wirklich Angst möchte.
Nee, lo net. Ja. Nee, lo noch immer net. Putain, Jung, nee, noch immer net. Mei och do, dat war lo nees meckeren op allerhegstem Niveau. Ich muss iwwerhap zoen am grosse Ganzen hunnech quasi neichen im Remake auszusetzen. Capcom hat mat bravour dat alt Spielgefühl geholl, an dobei fir Eiszeit perfekt umgesät. Die gefillte 15 Jahre werden hun sich absolut gelohnt, am mat segem Spiel fängt Gaming Year 2019 doch schon mal perfekt an. Mein Statement dafür an all Horrorfans, Resident Evil Fans, an die Leute mit einem guten alten Zeitgefühl unbedingt kaufen. Aber wenn jeder das noch brav möchte, dann dürfte dem Remake vom Resi 3 doch auch nicht am Weg stehen. Ich verabschiede mich an, weil das Spiel es leider nicht möchte, so nicht denke ja Resident Evil 2. Enough with this cat and mouse game. Jetzt bin ich froh, dass ich für Dora Spaß du lassen. Oh. Was wollt denn da von dir? Keine Ahnung. Wer weiß was, wenn ich schön wäre, ging mich mit Upcoming Games interessieren. Das interessiert mich auch. Hallo? Upcoming Games? Nee? Okay. Da muss ich das überholen. Also. Far Cry New Dawn. Far Cry steht für Open World FPS Action mit einem Hang zu unkonventionellen Antagonisten. New Dawn lädt eng Chip drop und spielt nur enger nuklearer Postapokalypse. Wen also Mad Max Fan ist, soll sich ruhig mal das Spiel am Abend halten. Jump Force zählt wohl zu den interessantesten Anime-Prügler aus dem letzten Jahrzehnt. Als Anime-Charakteren wie dem Goku, Naruto oder sogar dem Yugi, ja, den ist Yu-Gi-Oh!, prügelt den sich quäsch durch Shonen Jump machen. Ein geiler Grafikstil würde doch noch, also unbedingt zugreifen. Metro Exodus ist den dritten Teil an der Metro-Reihe, der von der Bischof von Dmitri Alexejewitsch inspiriert goufen. Spieler hunn e flotte Mix aus Action, Schleich also Horrorpassagen a könne mat enger realistischer Welt iwwerzegen. Den neuesten Deel huet sogar eng Halle op den Welt. Geil! No langer Zeit kënnt Crackdown 3 der lo endlich raus. Crackdown ass ein over-the-top-Spiel, dat Dich am besten selber mal ugucke sollt, weil fir dat erkläre mich halt bis weit ausschweifen. Gesot soll nimme sinn, der könnt an der Story als Terry Crew spielen, an der Multiplayer oder 100% zerstörbar Maps. Anthem aus der fichten Rahmen von all Iron Man Fan. Zusammen mit Kollegen oder allein könnt ihr an ihrem Powersuit durch die Open World von Anthem flayen und dabei Quests oder Raids erledigen und nicht drum streiten, wen der beste Loot kriegt. Durch den sich selber Demo spielen kann, sind ich überzeugt. Destiny und Division Fans sollten sowieso zugreifen, und der Rest sollte sich doch mal am Abend halten. Wen Angst huet, kann beruhigt sinn. Nimm kosmetisch Microtransactions a gratis Story-Content no Release. Trials-Reihe bringt euch schon seit Jahren dazu, als Tor aus dem Kopf zu rappen. Falls ihr aus einer poivere schütt, los dir nicht entgehen. Nach nie zu Left Alive hören. Keine Angst, euch geht es genau dasselbe. Das soll aber nicht stehen. Der Third-Person-Shooter sieht nämlich richtig cool aus und erinnert an einen Klassiker aus der PS2-Zeit, süß mit moderner Grafik. Ja, Ja, was ist? Geht nichts? mal genau dat. Tisch dem 7. und 31. Dezember wurde sich der Super Smash Bros. Ultimate 12,08 Millionen Mal verkauft. Dummer das dat am schnellsten verkauften Nintendo-Spiel überhaupt. NetherRealm Studios haben in einem Interview bestätigt, dass die zusätzlichen Ausrüstungen, die am Mortal Kombat 11 seine Charaktere gehen, just für kosmetische Zwecke zuständig sind. Fähigkeiten allerdings können mit Erweiterungen individualisiert gehen. An Mortal Kombat die 2, der Kano gouf offiziell als spielbarer Charakter bestätigt.
Nintendo-Fans hunne Grund zufried. Den Asian Darksiders soll für den 2. April Orlo für Nintendo Switch rauskommen. Komm mal los zu Kingdom. Ne, so dat wird lewer net. Wieso? Ich finde dass diesen erst verklot. Okay, 3. 17 Joer huet gedauert, bis op de lachten Deel vum Kingdom Hearts herauskom ass. Op dann vun enger Saga CWC wees, erzählen der Gelo. Fenke ma un bei der Story. An dëser spiele de Sora, weil den Kraftwelle huet an ze Stoffe op sich mëcht, dats ze fannen. Langzeitfans sollte kein Problem hun der Story zu folgen. Für Neueinsteiger gestaltet sich das ganz e bësse méi schwierig. So gëtt zwar probiert so gut wie möglich vergangene Geschehnisse zu erklären, dadurch, dass die Geschichte für Kingdom Hearts aber so vast ist, als es nicht immer einfach nutzen kommen. Aber genug von der Story. Das Wichtigste an einem guten Kingdom Hearts Spiel ist ein gutes Kampfsystem. Und da muss ich sagen, hat Kingdom Hearts 3 alles richtig gemacht. Von den normalen Schlüsselschwertattacken und Magie bis den gefroren Traction Flows, ist alles dabei. Ihr wollt mit dem Go für Donald einen Combo-Attack machen? Kein Problem. Ihr wollt zusammen mit einem Disney-Charakter einen Combo-Attack machen? Auch kein Problem. Beschwörung von einem Helfer, das kriegen wir auch noch hin. Des Weiteren sind noch die aus dem Kingdom Hearts Dream Drop Distance bekannte Flow Motions mit dabei. Natürlich bringt auch Kingdom Hearts 3 neue Kampfmanöver mit. So könnt ihr die Attraction Flows nutzen, ihren Gage und Leben schwer zu machen und dabei sehen die gut mal so schlecht aus. Als Laststeuerung sind auch die Schlüsselschwertformänderungen mit dabei. Das erlauben ihr zum Beispiel 2 Armbrüsten zu nutzen oder eure Schild, das ihr auch ihre Gegner gehalten. Holt ihr da mal genug vom Kämpfen, können sich dann auch mit so manchen Minispieler oder Sammel-Items vergnügen. Nutzt eure Smartphone für Fotos von Mickey Mouse Symbole zu machen oder Kart mit Remy von Ratatouille oder flippt vom Gummischiff durch ein Universum und sammelt Erfahrungspunkte und Gegenstände. Es gibt viel zu machen im Universum von Kingdom Hearts 3. Ein Universum, das nimmt dort auf Fahrt von einem entdeckt zu gehen. Auch wenn ein Einstieg für neue Leute ein bisschen schwer ist, als die Hürde zu bewältigen. Und dem Spaß mit seinen Lieblings-Disney-Charakteren Zeit verbringen zu können, steht nicht Spiel am Weg. Oh, das war für heute, hä? War Feierabend. Ja, ich ging. Gut. Lauf, du hast den Essen! Nee, du nicht. Lauf, du hast den Essen! Merkt ihr, ist das nicht? Ja, ich will noch. Okay, die Double Pass. Das ist so ein Buch. Du kannst aber einen Cut sehr gut. Schneidschnitt. Gut gemacht. Ah! Das ist nicht stramm genug. Der holt ja auch immer Meter Pasch. Oh ne. Merci. Aber jetzt halt. Und da geht auf die Treppe. Ja, wir müssen noch ein Keier drauf, für einen 100 Kopfner zu zählen. Ja, oder hat ein Kappen das passiert? Ja, oder mal einen Brill, für einen an der Brille zu hängen.